Servus zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Alan Wake. Viele kennen das Spiel. Ich habe das vor langer Zeit eigentlich auf der Xbox gespielt. Also nein, das heisst, ich habe es nur angespielt bei meinem Kollegen, weil ich keine Xbox habe. Habe das sehr geil gefunden, das Game. Ich habe nur ganz kurz den Anfang gespielt, habe nach der die PC-Version vor kurzem gekauft, wo sie rausgekommen ist. Habe die ersten 3 Kapitel gespielt und habe es ein bisschen bereut, dass ich es nicht aufgenommen habe, weil ich glaube, das Game ist einfach geil für ein Let's Play, weil es einfach so erzählt wird. Es ist halt, ja, es ist speziell. Die es können, wissen es, und die es nicht können, wissen es jetzt gleich. Gut, ich habe die ersten 3 Kapitel gespielt. Ich fange jetzt aber noch einmal von vorne an. Weil ich nichts rauslassen. Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Plötzlich war seine Leiche weg. Folge Ich stand noch 1. unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Gut, fangen wir gerade an. Das Game hat sehr viel was? Sehen Sie zum Scheinwerfer auf mit... Aha. Hat viel Zwischensequenzen. Und ja, aber das macht es, glaube ich, ziemlich interessant und geil zum Alan Wake. Zum Schauen als Let's Play, so mit auch ganz schöne liebe Grüße an meine Schatz. Sie hat das Game wollen eigentlich mal durchschauen. Nur für dich, Schatz, nur für dich mache das Let's Play. Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete. Nein, ich glaube, das Game hat sie ziemlich interessiert, sie wollte das auch mal schauen und der Chiri natürlich auch. He? Der Chiri hat das auch schauen und der schaut das sicher, es gibt Haue. Jede einzelne Folge. Also. Die nicht rauskommen, was ich jetzt gesagt habe, müssen einfach weglassen, ist gleich. Aber die, was wissen, die, was es betrifft, wissen es. Gut. Zum Leuchtturm. Ich muss, glaube ich, das Audio ein bisschen einstellen. So, hä? Ja. Gut. Kameraführung und vor allem die Steuerung ist ein bisschen gerade vor allem wegen der Kameraführung gewöhnungsbedürftig. Oh. Also ich muss sagen, das Game spielt mir wirklich... Hoppla. Sie kennen mich gar nicht, oder Schreiberling? Halten Sie sich für Gott?
ist sich einfach Sachen ausdenken können? Mit Menschen spielen und sie töten, damit es die Spannung steigert? ziemlich nervenaufreibend. Ich kann jetzt halt die ersten 3 Kapitel und darum werde ich jetzt nicht mehr so verschrecken und so gespannt hinter der Kiste hocken. Aber das macht nichts. Ich denke, die Maus jetzt auch verdammt empfindlich. Was ist auch los? Sie haben den Termin verpasst! Mist. Ich erkläre jetzt noch gar nichts. Wie das Game... Sie können mich nicht aufhalten! Aua. Was das Ganze soll da. Weil das macht das Game von allein mit der Zeit. Einfach nur ein bisschen Geduld haben. Somit müsst ihr halt einfach alle Let's Plays Ich schauen. erkannte, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Aha. Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Ich bin übrigens nicht so der Superheld in diesem Game. Ich kann es nicht so gut, aber das ist gleich. Es ist einfach geil zum Game. Die Story ist einfach geil, die Aufmachung ist geil. So genug gelobt. Also. Ich muss immer im Licht machen. Im Licht bin ich sicher von diesen komischen Schattentypen. Los, lauf, lauf, lauf. Lauf, Forrest, lauf. Ich bin's, Clay Stewart, wissen Sie noch? Schnell rein, wir dürfen keine Zeit verlieren! Oh nein! Stopp! Nein! Nein! Verflucht! Stirb! Nein! Nein! Ich saß fest. Es gab kein Entkommen. Sterben Sie, sterben Sie, sterben Sie, sterben Sie. Sorry für die Unterbrechung. Ich muss irgendwie, dunkt's mir, ist das nicht so optimal? Ja. Ich glaube, so passt es schon. Und sonst muss ich da halt noch von vorne und so. Freak! Aber ich weiß ehrlich gesagt schon wieder nicht mehr, was machen. Die Hütte war eine Todesfalle. Ich musste raus. Ja. Gang raus? Dem Licht nach. Hilfe! Ich sehe nichts. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind Sie sicher. Hui. Und die Energie geht wieder rauf. Gut gemacht. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so. Denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wiegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Zum Licht. Ich bin in Ihrem Traum, um Ihnen etwas beizubringen. Die Dunkelheit ist gefährlich, noch schläft sie. Wenn sie spürt, dass Sie kommen, wird sie erwachen. Es ist wenig Zeit. Ich kann Ihnen nur das Wichtigste zeigen. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert.
Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit vertreiben und ihn wieder verwundbar machen. Hier die Lampe. Yeah, danke. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Brenn, du Schwein, Sonnenbrand. Gut gemacht. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm, sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden, er ist eine Bedrohung, er ist Ihr Feind. Hier nehmen Sie die Waffe. Jetzt sterben Sie! Bam. Hey, ich muss schon wieder unterbrechen. Es tut mir leid, aber eigentlich mache ich es sehr gerne. Optionen. Steuerelemente. Ich muss da die Empfindlichkeit ein bisschen abschrauben. Sehr gut. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. Danke, ist sehr nett. In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Ja, ist ja nicht gerade auf Erden, aber... Also, für die, die es nicht geschnallt haben... Moon! Der Typ, die dunklen, komisch feisteren Huren Mändeli, die kann ich anstrahlen mit der Taschenlampe. Haben mich geschaffen und jetzt werde ich Zum Beispiel so. Bis die so aufleuchtet, dann kann ich sie abknallen. Vorher bringt es nichts. Bam! Friss Scheiße! Das war's dann, Wake! Boah. Und ich kann sie auch. Mit der Taschenlampe. Irgendwie kann ich den Lichtstrahl von der Taschenlampe erhöhen. Aber die geht die Batterie ziemlich schnell runter. Sieht man oben links, wie sich die Batterie wieder auffüllt, also die Taschenlampe. Also nur sehr begrenzt verfügbar. Leuchtknarre. Sie sind tot, so wie ich. Da, fresse das. Bam. Das ist eine, wie sagt man an dem? Warnleuchtknarre gsi, wo so einen komischen Lichtschießschuss ablädt. Dann gehen sie gleich kaputt. Aber die Munition für das Teil ist relativ selten. Stirb! Er geht runter. Und ich gehe auch runter. Zu ihm! Wey, ich bin der Superheld! Oh shit! Eben, so viel zum Thema, ich bin so gut in dem Game, hä? Machen wir es halt noch einmal. Sie sind tot, so wie ich. So wie ich! Sterbt! Jetzt haben sie einen grusigen Huren Sonnenbrand. Sterben. Und wieder ist er da, aber das muss ich nicht mehr schauen. Sie sind tot. Damit kann ich ewig weitermachen. Oh. Lauf, 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 lauf. Wow. Hallo, Hilfe. Lauf, lauf. Nicht aber. Schnell, schnell, schnell. Nein, jetzt mag er nicht mehr. Oh. Es wird knapp. Schnell. Oh nein,
scheiß lang. Sicherheit! Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja. Mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Bright Falls.